zerfleischt man sich teilweise gegenseitig. Vor allem seit den Vorfällen an Silvester in Köln erleben rechtspopulistische Parteien wie die AfD ein Umfragehoch. Und ausgerechnet in dieser angespannten Situation entscheidet sich ein Dortmunder Polizist, der für den Staatsschutz arbeitet und dort unter anderem Rechtsextremisten beobachtet, seine eigene Partei zu gründen. Und zack, ist er kein Staatsschützer mehr. Anna Deschke mit den Hintergründen. Heute Morgen gab es Gespräche zwischen Piekenbrock und seinem Arbeitgeber, der Polizei. Und dabei wurde gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass Piekenbrock in Zukunft nicht mehr im Staatsschutz arbeiten wird, sondern in einem anderen Bereich der Kripo. Das habe aber nichts mit irgendwelchen beamtenrechtlichen Verstößen von Piekenbrock zu tun, denn die gäbe es nicht. Es gehe bei der gemeinsamen Entscheidung nur darum, dass es sich im Bereich Staatsschutz um einen besonders sensiblen Bereich handele. Piekenbrocks politische Aktivität muss außerdem sauber von seinem Job getrennt sein, denn dort ist er zur politischen Neutralität verpflichtet. Gegenüber Radio 91.2 äußerte sich die Dortmunder Polizei zu den Parteigründungsplänen Piekenbrocks schriftlich wie folgt. Die Dortmunder Polizei hat Kenntnis von den politischen Aktivitäten des Beamten. Den Aktivitäten steht nach jetzigen Erkenntnissen nichts entgegen. Wir kennen seine Bestrebungen, eine Partei gründen zu wollen. Sollten wir zu der Erkenntnis kommen, dass in irgendeiner Weise gegen beamtenrechtliche Grundsätze verstoßen wird, werden wir entsprechend reagieren. Der Gedanke, eine Partei zu gründen, hatte sich schon länger in Ralf Piekenbrocks Kopf festgesetzt. In seinem Bekanntenkreis habe er festgestellt, dass die Politik sich immer weiter von den Bedürfnissen und Ängsten der Menschen entferne. An Zulauf mangelte es schon kurz nach der Gründung einer Facebook-Gruppe nicht. Mittlerweile tummeln sich dort über 1300 Menschen. Aber auch aus der rechten Ecke wurde gejubelt, dass ausgerechnet ein Staatsschützer eine Partei gründen will. Und viele Rechte wollten auch gleich mitmachen. Weil wenn man die Unzufriedenheit mit der aktuellen Politik auch nur äußert, ist es recht schnell das Problem, dass dies, wie es dann auch erfolgt ist, von rechten Randgruppen doch ganz schnell genutzt wird und zumindest der Versuch besteht, vor deren, sage ich mal, Karren gespannt zu werden. Das wolle man aber auf keinen Fall zulassen. Laut Piekenbrock wird auf der Facebook-Seite und auf der Homepage der Partei genau geschaut, wer sich am Entstehungsprozess beteiligen will. Auf der Homepage der Partei Demokratische Bürger Deutschland heißt es: Wir respektieren die demokratischen Grundsätze der Bundesrepublik Deutschland und werden diese offensiv vertreten. Wir bekennen uns zur EU, NATO und anderen Bündnissen, denen die BRD angehört. Piekenbrock ordnet seine Partei politisch in der bürgerlichen Mitte ein. Aber was genau will diese neue Partei? Als Polizist möchte sich Piekenbrock vor allem für mehr Polizei und eine Entlastung der Staatsanwaltschaften und Gerichte einsetzen. Beim Thema Asylpolitik vertritt Piekenbrocks Partei folgenden Standpunkt. Wenn ein System ausgenutzt wird, schadet das in allererster Linie denjenigen, die einen wirklich rechtlichen Anspruch auf den Asylstatus haben. Wir sind natürlich der Meinung, dass bevor die Zuwanderung unkontrolliert verläuft, bei der eigentlichen Einreise wesentlich besser kontrolliert und auch reagiert werden muss. Wie das im Detail zu bearbeiten ist, ich denke, dass man sicherlich über eine sequentielle Schließung der Grenzen zumindest nachdenken muss. Nicht dauerhaft, aber so lange, bis das Problem gelöst ist. Das detaillierte Parteiprogramm ist aktuell noch in Arbeit. Am 20. Februar findet die erste Mitgliederversammlung der Partei Demokratische Bürger Deutschland statt.